Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play South Park, die rektakuläre Zerreißprobe auf Pelzig. Und da habe ich schon gesehen, kann man was wieder reparieren? Moment, nee. So rum. Und? Aha. Aha. So, schnell das Ketzel wieder zurückholen. So, da wären wir doch wieder bei Big Gay Als Katzen, ne? Zack, Big Gay Bono. Sehr schön. Die haben wir also auch wieder zurückgeholt. Perfekt. Der flauschige kleine Bono ist ein echter Stadtjäger. Er streift über den Spielplatz und bringt mir ekelhafte tote Sachen. Bäh. Okay. Dann der Spielplatz. Wo ist dann der nochmal? Okay, da komme ich jetzt tatsächlich noch nicht durch zu Starks Pond. Dum, 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 dum. Hi. Ich sag dir gleich, dahin des Wegs. Okay, du musst ich einfach nur die Stadt entlang gehen oder ich gehe hier direkt zum Stadtbüro. Und zup. Bitte lass mich nicht davor wieder kotzen. Captain Diabetes hat sich nach Hause zum Spielen eingeladen. Ah ne, hat dich nach Hause zum Spielen geladen. Ist nur mit dem Namen nach einem Captain und darf keine Ehen schließen. Alter. Stimmt ja, weil Schiffskapitäne dürfen ja eigentlich auch Ehe schließen, nach amerikanischem Recht, was ich eigentlich auch ziemlich urig finde. Noch ein Raisins Girl. Ah, los mal. Vielleicht später. Und 5 kühle Cents gibt's auch noch. So, hier soll noch eine Katze sein. Hier soll noch eine Katze von ihm sein. Wo haben wir's dann? Ah, wenn wir dann hier eventuell was wir noch hier zurückladen können. Sieht nicht so aus. Nee. Okay. South Park könnte ein paar Heldinnen gebrauchen. Ja, das stimmt. Nach wie vor. Okay, da haben wir es anscheinend wirklich noch nicht. Dann muss Annie von der Katze wirklich da drüber sein beim Haus. Okay. Na gut, schade, den Versuch war es aber wert. Deswegen probieren wir es jetzt da nochmal aus. Beim Haus direkt, da war nämlich Annie, ganz sicher. Oh. Oh, ich schnapp mir jetzt ein paar Viertklässler. Ah, lass mal gut sei. Bei der Polizeistation war ja diese Schnellreisestation. Auf der anderen Seite denke ich mir dann, ach, hätte ich genauso gut jetzt auch laufen können, den Weg. Aber so what. Na gut, dann halt nochmal so. Ach ja, herrlich. Und zwischendurch. Ah, so. Ah, das braucht man zwischendurch einfach mal. Und. Oh, Mann. Und. Oh, Entschuldigung, aber das ist nicht respektlos gemeint. Zwinker, zwinker. Und noch einmal. So. Wohin des Wegs? Dahin des Wegs. Sup. Der Kunde ist das Produkt einer Beziehung zwischen einem Weltraumwaschbären und... Oh Gott, das will ich gar nicht wissen. Und dann hatten wir hier doch noch eine Katz, oder? Moment, dafür brauche ich dann auch jemand, der hacken kann. Und da war sein Haus. Wenn wir da nochmal draufstehen? Nee. Moment, war doch nicht hier in seiner Nähe nicht auch noch eine Katz, die irgendwo rumgerannt ist? Ich überlege gerade, war das nicht hier irgendwo beim U-Storage? Nee. Ha. Beim Spielplatz oder beim Stadtpark, hat er gesagt. Ah, beim Spielplatz. Moment, ja klar, das war ja der Stadtpark, wo ich gerade war. Der Spielplatz ist hier direkt neben dran. Stimmt. Also müssten wir mal wirklich auch darauf achten, was die Leute sagen, nicht einfach nur das hören wollen, was man will. Wie war das mal bei The Simpsons? Homer, du hörst auch immer nur das, was du hören willst. Ja, ich hätte jetzt furchtbar gerne ein Omelett. So, und dann gehen wir nochmal auf den Spielplatz und gucken da noch um Ketzel. Meins pennt mittlerweile wieder auf dem Bett und ist derzeit noch recht friedlich. Okay, wo ist es dann, das Ketzel? Hier ist es aber nirgendwo zu finden. Oder kann ich hier irgendwo wieder einen Zeitglitch machen?
Wie es einfach alle abkriegen. Du warst aber, glaube ich, schon drin, ne? Im Cisgender oder im Transgender-Klo. Did you wash them? Und hier ist nichts mehr. Okay, Katz. Anscheinend nicht. Nee. Meine Eltern waren gestern bis 3 Uhr morgens feiern. WTF. Aber du kann ich mit meinem Furzkur hoch. Moment, da brauche ich das hier, genau. Übereinstimmung. Okay, do over hier muss ich dann dafür. Na gut, dann klettern wir da mal hoch. Und machen hier die... Ja, machen hier die Furzkur. So. Und... So. Startbereit! Wow, wow! Das hast du nicht drauf. Dafür finden wir dann hier majestätischer Anzug und majestätisches Horn. Okay. Ich habe gedacht, eventuell kommen wir so zur Katz, aber... Bereit? Na gut. Dann halt nicht. Zack. Na gut, dann gibt's wohl doch keine Katze mehr für uns. Schade. Aber dann können wir genauso gut auch nochmal zur Grundschule gehen und können Do-Tokens Spind plündern. Und können dann noch zum Kuhn gehen für die Hauptquest. So machen wir das. Dann zur Schnellreisestation. Das ist ja glücklicherweise jetzt beides sehr gut erreichbar. Kann ich von Nutzen sein? Ja, das kannst du. Und Läuft gut, Wunderarsch. es wurde mir sogar schon zweimal jetzt gesagt, warum ich auf die deutsche Synchro zurückgreife. Warum ich es in deutscher Sprachausgabe spiele. Ich glaube, das hängt nur damit zusammen, dass ich beim Stick of Truth nur die englische Ausgabe hatte, die ich gespielt habe. Und da Trey Parker und Matt Stone eben alle Stimme sprechen, klingt das alles ziemlich gleich halt, muss ich dazu sagen. Deswegen, ich mag einfach die deutsche Synchro auch, weil es verschiedene Stimmen hat und weil ich die Stimme auch ziemlich gut finde in der deutschen Ausgabe von South Park. Deswegen habe ich die deutsche Synchro gewählt. Tupperdose MKI Anzugrezept und Tupperdose MKI Helmrezept. Sehr cool, Zeichnung von Superheldenkostümen. Sehr geil. Moment, das craften wir doch auch gleich im Mund, da wir ja selbst auch Cyborg und Brutalist sind. Oh, wo haben wir es dann? Das Nordmann-Zeug sieht eigentlich auch ganz cool aus. Aber ich mag jetzt erstmal das Tupperdose-Zeug crafter. So. Dann könnte man natürlich ihm die Schau stehlen, indem man mit dem selben Kostüm rumrennen. Aber das lassen wir jetzt mal sein. Wir sind hier individuell. Und sind Leute, die andere Leute Ideen klauen. So. Dann war hier die Schnellreise. Weil ich finde es persönlich furchtbar, wenn man sich selber für irgendwas oder wenn man sich selber Gedanken macht zu Thema und irgendwelche Idioten klauen ihm die Idee und kommen dort mit einer U-Strafe davor oder verkaufen es noch als ihr eigenes. Und sowas geht einfach gar nicht. Bitteschön. Weil Leute haben sich auch wirklich Mühe gegeben für sowas. Und das dann einfach so über den Haufen zu werfen, nee, das geht gar nicht sowas. Okay, dann wieder hier runter mit dem obligatorischen, was dann? Ach, hol Scrambles schnell. Okay. Hol Scrambles. Schnell. Okay, das hat man jetzt anscheinend geändert. Nein, wir können den Super Craig-Film nicht vor der Humankind Netflix-Serie machen, Leute. Das ist Quatsch. Naja, wir könnten Super Craig im zweiten Coon Friends Film einführen. Das wäre ja voll die DC-Nummer, das geht nicht. Arschlord, setz dich. Sorry, könnte ich kurz mit Arschlord reden? Klar doch. Los, komm, Blitzfreak. Ich folge dir, Moskito. Na gut, dann sind wir wieder allein mit Cartman hier. Was ich an sich schon etwas beunruhigend finde. Neuer, setz dich. Okay, dann muss ich mich mal wieder durchsetzen. Zack. Und... Arschlord, ich wollte dir sagen, dass wir entschieden haben, dass du deine eigene Netflix-Serie kriegst, gleich nach der Blitzfreak Fox Miniserie und dem dritten Coon Friends Film. Glückwunsch.
Okay, dann ab mit dir und kümmere dich um deine Mission. Wollte dir nur die Neuigkeit mitteilen. Na dann. Was willst du, Neuer? Ich hab dir schon 2 Klassen gegeben. Mehr gibt's nicht. Oh nein. Nein, nein, du bekommst keine 3. Klasse. Neuer? Neuer, nicht mit diesem Dackelblick. Niemand bekommt 3 Klassen. Du glaubst nur, weil du mit ansehen musstest, wie dein Dad deine Mom fickt, hast du einen Mitleidsbonus? Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Okay, rein hypothetisch. Was für eine Klasse würdest du denn noch haben? Okay, jetzt kommt sogar noch was Drittes. Sehr, sehr cool. Psychiker, Assassine, Psychiker. Kann man gucken, Elementarist. Elementarist, das ergänzt... Speedster. Elementarist. Ne, Moment, das sind ja alles schon, die wir schon gehabt haben, ne? Der Assassin ist spezialisiert auf Angriffe, bei denen das Blut nur so spritzt. Wenn es dann ans Saubermachen geht, verschmilzt er mit den Schatten. Gadgetmeister. Gadgetmeister besitzt eine riesige Sammlung explosiver Spielzeuge aus dem Sky Mall-Katalog, mit denen er Freunde beeindruckt und Gegner zur Verzweiflung bringt. Assassine, Gadgetmeister. Gucken wir doch mal. Assassine, Assassine wäre eigentlich schon ganz cool, oder? Gadgetmeister. Assassine. Das würde Brutalist, glaube ich, recht gut ergänzen und das würde Cyborg wieder gut ergänzen. Gucken wir doch mal beim Gadgetmeisterei. Gadgetmeister bekämpft das Böse ohne Superkräfte. Okay. Ja, aber wir können jetzt nicht sehen, was du Held braucht auch genau rauskommt. Assassine. Ich hoffe, du kannst Blut sehen. Ne. Das Kostüm dazu. Genug bist? Oh Gott, nee. Machen wir doch den Gadgetmeister. Ich glaube, das passt ganz gut. Nur nicht so cool. Ich glaube, das passt ganz gut. Gadgetmeister ist, glaube ich, echt Dann gut. müssen wir deine Hintergrundstory ändern. Die ist echt dämlich. Bringen wir nochmal in die Vergangenheit, als du noch ein Kind warst. Ich glaube, Gadgetmeister ist durchaus praktisch hier für uns. Das lag an den seltsamen Lichtern am Himmel. Du gingst zum Spiegel. So, ansonsten haben wir hier nichts Großartiges. Von daher wieder das Dort sahst du Alter. ein Kind, das vielleicht nicht von dieser Welt war. Und dann hörtest du fremdartige Geräusche auf dem Flur. Natürlich. Du gingst hinaus und sahst 2 Einbrecher und ein Alien. Du musstest sie mit Hilfe deiner neuen Kräfte aufhalten. Und vor allem und ein Gadgetmeister Alien. musstest du ihnen mit jedem Werkzeug entgegenkommen, das du hattest. Zuerst hast du das Schlachtfeld mit deinem Präzisionsgeschützturm modifiziert. Das ist ja cool. Okay. Hey, wir sind nicht zum Spaß hier. Das ist ja echt nicht schlecht. Das macht immer mal wieder kleine Schade. Und hinter dem Ding kann ich mich verstecken. Der Eindringling dein Gadget aus dem Verkehr ziehen. Ja, viel hält das Ding halt nicht aus. Aber du hattest noch mehr Gadgets auf Lager. Okay. Dann machen wir mal Destra. Und das ist... Ein Oh Roboter Gott. nach deinem Abbild geschaffen. Ja, genau. Die näher kommenden Einbrecher ahnten nicht, welche Kraft sich hinter deinem Lächeln verbirgt. Jetzt explodiert es wahrscheinlich, oder? Die Schurken waren noch baff, da zücktest du deine nächste schockierende Erfindung. Okay, das ist... Ui. Der Gigavolt-Globus. Ja, das hat was drauf. Da ist es nicht schlecht. Die Eindringlinge wollten zurückschlagen. Aber dein elektrisches Gerät dachte gar nicht ans Aufhören. Zack. Das ist sehr, sehr praktisch. Der letzte Eindringling rückte vor. Ohne deine Gadgets musstest du einen kritischen Treffer einstecken. Ultimativkraft. Schwer verletzt musstest du zu deiner letzten und mächtigsten Erfindung greifen. Dem fliegenden Vernichter. Natürliche Drohne. Und... Huiuiuiui. Eure verdammten Spielzeuge. Und der Alien hinten steht einfach noch rum. Das Alien nahm dich bei der Hand und führte dich in einen dunklen Raum. Und da sahst du, dass dein Dad deine Mom gefickt hatte. Boah, das ist ziemlich tragisch. Tut mir leid. Wollten dir die Aliens mit diesem Anblick helfen oder wollten sie dich provozieren? Man weiß es nicht.
Okay, ab mit dir, Arschloch. Du hast noch eine Menge zu tun. Okay. Dann sollte ich aber definitiv meine Kräfte noch ändern. So, der Brutalist, der brutale Schlag, das ist ja eigentlich Quatsch. Von daher würde ich eigentlich ganz gern das letzte, die Gigavolt-Kugel eigentlich gerne dazu nehmen. Und stattdessen würde ich eigentlich ganz gern das vom Gadgetmeister nehmen. Ich denke, das passt eigentlich recht gut zu Cyborg und zu Brutalist. Das macht auf jeden Fall recht ordentlich Schade. Wäre ich jetzt auf Speedster gegangen und so... alternativen Kostüme für Spezialmissionen entdeckt. Ich habe den Wasseranzug gebraucht, als Professor Chaos Starks Pond ablassen wollte. Den Rüstungsanzug habe ich zum Schutz vor Humankids Laser erfunden, falls es sich je gegen mich wendet. Okay. Nee, ich denke schon, das passt recht gut. Hätte ich... Ups. Willst du deine Geschichte überarbeiten? Andere Klasse wählen. Ah. Das ist aber das letzte Mal, bevor du deinen Charakterbogen ausgefüllt hast. Ich sehe dich nicht wirklich in dieser Rolle. Gadgetmeister. Cyborg, Moment. Können wir den Welche Gadgetmeister Fähigkeiten mal willst du deinem ersetzen? Repertoire hinzufügen? Und können wir mal Das gucken, was der Assassine bringt. Dafür cool genug bist? Schauen wir doch mal, was der bringt, der Assassine. Als Assassine schärftest du deine Klingen, um das zu tun, was du am besten kannst. Töten. Du verlorst keine Zeit. Ein Schnitt und dein nächstgelegener Feind vergoss Blut. Okay, das macht halt viel Blutungsschaden. Blutend rief dein Gegner seine Komplizen zu Hilfe. Hey, das Balk hat ein Messer. Oh, scheiße, ernsthaft? Trotz Blutverlust schwang der Einbringling sein Brecheisen nach dir. Okay. Du musstest in die Schatten zurückweichen. Okay. Und... Zurück in die Schatten, okay? Moment. So. Und jetzt so. Unsichtbar. Ja, das ist natürlich praktisch. Wow! Hey, wo ist das kleine Arschloch hin? Verblüfft suchten die Schurken nach irgendeiner Spur von dir. Und... Ich hatte ein ganz mieses Gefühl. Du hast dich leise für deinen nächsten Move rangeschlichen. Oh. Ein Wirbelschlitzer schleuderte Messer in alle Richtungen. Das ist nicht schlecht. Das sind ziemlich coole Kombos. Das ist für meinen Einbrecherkollegen. Aber ich glaube, das passt trotzdem nicht so wirklich zu dem, was ich sonst so hab. Dem Tode nahe stürzte sich der letzte Verbrecher blutrünstig auf dich. Und auf den gibt es dann die ultimative Attacke. Aber ich glaube, das passt wirklich einfach nicht zu dem, was ich sonst hier an Klasse gewählt habe. Handeln oder sterben, du oder ihr. Und... Gucken wir mal, was das jetzt macht. Bevor er dich sah, warst du schon wieder in den Schatten verschwunden. Das ist echt cool. So eine Art Super-Assassine. Zum Glück ist das vorbei. Ich rieche Wunderarsch im Anmarsch. Noch nicht glücklich mit der Geschichte? Also ich glaube, nee, ich mach wirklich nochmal... Ich glaube, ich mach wirklich nochmal den Gadgetmeister. In dieser Rolle. Welche Fähigkeiten willst du deinem Repertoire hinzufügen? Ich glaube echt... Ansonsten wäre halt cool gewesen am Anfang Elementarist, Blaster, dann der Elementarist und dann Psychiker drauf zu packen. Ansonsten Blaster. Speedster... Speedster wäre noch ganz cool gewesen, Psychiker und dann Gadgetmeister. Egal, komm, wir machen jetzt nochmal den Gadgetmeister. Gadgetmeister wie Tupperdose. Bist du auch reich? Als So. Gadgetmeister musstest Okay, du noch mit einmal. jedem Werkzeug entgegenkommen, das du Da machen wir hattest. das halt nochmal von vorne. Jetzt hast du das Schlachtfeld mit deinem Präzisionsgeschützturm modifiziert. So, zack. Weil ich glaube, das ist durchaus recht praktisch, was man hier an Attacker hin. Der Turm Hey, ist wir nicht sind nicht zum übel. Spaß hier. Der Turm ist schon nicht übel, weil er hier definitiv alles greift. Ich glaube, nur damit ändere ich sogar mein Magnet... So hole ich sogar mein Magnetkraft stattdessen raus. Weil das Ding schon ziemlich nützlich ist. Die Ultimativkraft möchte ich auf jeden Fall auch haben. Und zwar
das Ding. Das holen wir aber nicht mit rein. Das ist zwar irgendwie ganz lustig, so ambientetechnisch ist das schon lustig, aber als Attacke ist es nicht wirklich so hilfreich, denke ich. Ahnten nicht, welche Kraft sich hinter deinem Lächeln verbirgt. Und zack, rums. Plätsch. Die Schurken waren noch baff, da zücktest du deine nächste schockierende Erfindung. Das Ding ist auf jeden Fall echt geil. Der Gigavolt-Globus. Das ist äußerst Eindringlinge nützlich. wollten zurückschlagen. So, okay, ist gut. Zack. Aber dein elektrisches Gerät dachte gar nicht als Aufhören. Jetzt wieder der hässliche Vogel. Und Der letzte Eindringling rückte vor. Ohne deine Gadgets musst du Ja. einen kritischen Treffer Crit, einstecken. bla bla. Und jetzt Ultimativkraft die Drohne. Schwer verletzt musstest Und du ich zu denke, deiner das ist wirklich die letzten und beste Wahl. mächtigsten Erfindung greifen. Den Fliegen Ich war mal Vernichter. etwas unschlüssig. Ich wusste nicht, dass man die Geschichte nochmal ändern kann, beziehungsweise die Elemente, sage ich schon, die Klasse nochmal ändern kann. Aber ich glaube durchaus, dass das so die geschickteste Lösung ist. Ihr Kinder und eure verdammten Spielzeuge. Ja, das passt. Zum Glück ist das vorbei. Gut. Dann ändern wir jetzt nochmal unsere Kräfte. Und zwar hätte ich ganz gern. Statt des Ding hätte ich ganz gern. Moment. Ah nee, ich hab. Nee, das Teil möchte ich nicht. Ich mag lieber den Turmhover. Dann die fatale Anziehung ist gut. Die fatale Anziehung können wir genauso gut durch die Gigavolt-Kugel ersetzen. Und Faraday-Entkräftiger ist natürlich auch praktisch, wenn man die Leute einfach so drauf zwirbelt. Und ansonsten, ich überlege gerade, fatale Anziehung, Mutterbeleidigungsprotokoll, benutzt ein grottenschlechtes Lied, um das gegnerische Feuer auf sich zu ziehen. Nee, das lassen wir mal gut sein. Ich denke, das passt soweit eigentlich ganz gut. Da haben wir jede Menge schöne elektrisierende Kräfte und Unterstützung haben wir noch dazu. Und schön die Ultimativkraft. Alles klar. Bild dir nichts ein, du hast immer noch erbärmlich wenig Follower. Hab gehört, wie du mit Humankind auf dem Rücken rumgesegelt bist. Ziemlich schwul. Gut, das war's jetzt auch soweit. Ich gehe jetzt mal raus, um zu gucken, ob es eventuell hier nochmal Quest für uns gibt, wenn wir rausgehen. Dass wir so in der Hauptstory auch nochmal weiterkommen. Hey, hier ist Blitzfreak. Geht zum Spielplatz. Einer der Freedom Pals will was von uns. Und schon hämmer's. Deswegen würde ich sagen, ich mache hier meinen Cut und gehe dann in der nächsten Episode zu den Freedom Pals auf den Spielplatz. Und da sehen wir uns dann wieder zu Let's Play South Park, die rektakuläre Zerreißprobe auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.